Bäbbele. Samorge, wenn ein paar Volk, haben sie nicht gehabt kein Kinder. Verlegen sie allemal gehen auf den Beisol und betten bei Gott, soll sie schenken ein Kind. Einmal, wie sie stehen also auf den Beisol und betten, ist herabgeflogen ein Maler vom Himmel und sagt zu sie: Gott hat euer Gebet vernommen. Was wird ihr besser? Sie ein Sohn, wo soll sein, so groß wie ein Bäbbele? Sie eine Tochter, wo sie wird alt werden, 13 Jahre, wird sie sich schmadden. Sagen sie, besser ein Sohn, hat so groß wie ein Bäbbele. Dieser Wecker Jahr haben sie gehabt ein Sohn, Tacke so groß wie ein Bäbbele. Größer ist schon mehr kein Monat gewachsen. Der Pfarrer hat ihm alle gerufen, Bäbbele. Einmal hat die Mama abgekocht anbeißen, hat sie das reingegossen in eine lehmene Makete und hat gegeben Bäbbelen, soll das wegtragen zum Taten auf den Markt. Hat sich Bäbbele der fragt, habt den größten Makete auf den Kopf und läuft wegtragen dem Taten anbeißen. Läuft er, begegnet er auf dem Weg einen alten Bettler. Sagt der Bettler zu ihm: Schon 3 Tage in mein Maul kein Bissen nicht gehabt. Hat Bäbbele auf ihm Rachmanus gekrogen, nimmt er und geht ihm weg, den Taten zu anbeißen. Hat ihm der Bettler angedankt a volle Hitler. A gesund in deine Beindelach, a brochen hat's Loch auf dein Käppele, was für a gutinker Jüngel du bist. Als der Bettler hat abgegessen, hat Bäbbele sich angetan den ledigen Makete auf den Kopf und gelaufen weiter. Läuft er, begegnet er auf dem Weg a scheikiger Novin. Fragen ihm die Ganovin: wo läufst du? Sagt er: Ich läuf sorgen dem Taten, als hab weggegeben sein Anbeißen dem alten Bettler. Sag gutinker bist du, sagen die Ganovin. Wollen wir dich Tacke reinnehmen zu uns in Scheike? Wirst du gehen mit uns Ganvenen? Hat Bäbbele gewollt sagen, Ganvenen tormen nicht. Nur hat Meure gehabt, Toma wollen sie ihm hargenen. Hat er besser gesagt, gut, ich will gehen mit euch. Seien sie gegangen, bis seinen vorbeigegangen a verschlossene Stall. Und wie nur die Ganovim haben sich auf eine Weile verguckt, hat Bäbbele getan a Sprung zum Lächel von Schloss und Nito. Haben die Ganovim sich verwundert. Wo ist er hingekommen, der kleine Menschele? Okesh gewinn und schon Nito. Haben sie ihn gesucht und nicht gekonnt gefunden. Seien sie ja weggegangen. Derweile hat sich Bäbbele verklieben in Stall und hat sich behalten in einer Zeber mit zerbrockte Burikes. Hat ihm die Kuh aufgegessen in einem mit die Burikes. Als Bäbbele hat der Sinn, als bei der Kuh in Beuer ist so finster und rausgehen von Beuer kann nicht. Nu, ist geworden gut in Kass und hat sich genommen Schilden der Kuh. Ach, Cholera auf dir, a Nichbe auf dir. Auf morgen in der Früh ist die Dienst gekommen in den Stall, auszumelken die Kuh. Und wie nur sie hat angehoben zu melken, hört sie mich schreit. Ach, Cholera auf dir, a Nichbe auf dir. Hat sich die Dienst sehr stark erschrocken. Ist sie nicht teut, nicht lebendig, weggelaufen zu der Badeboste. Badeboste, die Kuh schilt sich.
sagt die Balleboste. Geh, Narrele, es kann nicht sein. Hab noch keinmal nicht gehört, als a Kuh soll sich schilten. Sagt die Dienst, Balleboste, hab Meure. Als du hast Meure, allein krisch me. Sagt die Balleboste und ist alleine weg in Stall aussmelten die Kuh. Und wie nur sie hat angehoben zu melken, hört sie mich schreit. A Cholera auf dir, a Nirpe auf dir. Hat sich die Balleboste euch sehr stark erschrocken, ist sie nicht heut nicht lebendig, weggelaufen zum Rauf und hat ihm erzählt die ganze Meise. Hat der Rauf geheißen Keulen in die Kuh und die Kischkes ihre rauswarfen auf den Gas. Auf morgen in der Früh ist gekommen der Scheuchet und hat gekeulet die Kuh. Und wie nur, hat angehoben, aufschneiden den Bäuer herauszunehmen die Kischkes von der Kuh, hört mich schreit. Schneid nicht von Bäuer, schneid von Seit! Schneid nicht von Bäuer, schneid von Seit! Hat sich der Scheuchet euch sehr stark erschrocken, hat genommen Schneiden von Seit. Und also hat Pamela herausgenommen die Kischkes und herausgeworfen auf den Gas. Ist vorbeigegangen ein hungriger Bettler. Seht es liegen etwas so eine frische Kischkes. Tracht sich. Ei, Gott hat mir zugeschickt, a koschere mit hier. Ich will nehmen die Kischkes heim und machen davon a teuren anbeißen. Nimmt und legt sie herein zu sich in Torbe und nimmt die Torbe auf der Plätze und geht und freut sich. Geht also, geht er, plötzlich der Vierte, es stecht ihm ein bisschen Plätze. Weiß nicht, von was das ist. Macht sich nicht wissendig und geht weiter. Geht er also, es stecht ihm wieder in Plätze. Tracht sich, was kann da sein? Dacht sich, kein Spielkes in Torbe habe ich nicht. Nur welche Kischkes. Da wollte ich kein da stechen. Macht sich wieder nicht wissendig und geht weiter. Aber was weiter ist gegangen, als Mehrer hat ihm gestochen. Also hat schon mehr nicht gekonnt aushalten. Stellt sich ab und sagt zu sich, was soll ich dort tun? Soll rauswerfen die Kischkes? Ist doch eine Wehre. Und ich will nicht haben auf keinen anbeißen. Soll ich sich herumtragen mit sie? Will ich doch bleiben ohne Plätze. Das ist ein schlechter Essig. Ist gestanden und getracht und nicht gewusst, was zu tun. Inmitten der Rinnen, der Härter mich schreit. Warf sie heraus, warf sie heraus! Hat sich der Bettler stark erschrocken, hat genommen und herausgeworfen die Kischkes auf den Gas. Steht und guckt, was da wird sein. Seht wie es kriecht von sehr heraus ein Jüngele, wie ein Bäbel die Gräs. Hat ihm der Bettler gleich erkennt, sagt zu ihm, bist du das Jüngele, was hat mir ernummelt weggegeben den Taten zu anbeißen? Sagt Bäbele, ja, ich bin das. To, wie kommst du gar her? Fragt ihm weiter der Bettler. Erzählt ihm Bäbele die ganze Meise. Macht der Bettler, Tze. Was auf der Welt kann sich als verläufen? Dennoch sagt und für was hast du mir gestochen in Plätze? Weil ich hab Meure gehabt, also du wirst mich aufessen auf anbeißen. Verantwortet sich Bäbele. Macht der Bettler, Tze. Was auf der Welt kann sich als verläufen? Fragt ihm der Bettler wieder, und nach Heim gehen willst du? Und sagt Bäbele, ja, ich will gehen nach Heim. Seien sie beide gegangen nach Heim. Und aus der Tate mit der Mammen haben der Senseher Bäbele, haben sie beide gegeben ein Geschrei. Bäbele, aber wo bist du gewesen? Hat sie Bäbele erzählt die ganze Meise.
A Huhn mit a Horn, die Meise hebt sich an, a Katz mit a Mäus, die Meise lässt sich aus. Das starke Jingel. Es ist gewesen a Käser, hat gedacht, Chassene machen a Tochter. Hat sich gelost rufen a Fischer, soll ihm trappen a so viel Fisch zu seiner Tochters Chassene. Hat der Fischer sich genommen a Schiffel und ist gefahren trappen Fisch. Ist gefahren einen Tag und hat gar nicht gehabt. Ist gefahren a zweiten Tag und hat gar nicht gehabt. Und auf dem dritten Tag, wenn hat schon gesagt trappen a Fisch, hat sich das Schiffel übergekehrt und ist ertrunken geworden. Der Fischer hat gehabt a Weib und a 6-jährig Jingel. Haben sie gesehen, als kommt nicht zurück, sind sie weggegangen zum Wasser im Suchen. Sind sie gestanden einen Tag und haben gesucht und nicht gefunden. Und auf dem zweiten Tag haben sie ihn gesucht und nicht gefunden. Und auf dem dritten Tag, als ein Mensch wird ertrunken, kommt doch rauf auf dem Wasser. Haben sie ihm der Sinn. Haben sie ihm herausgezogen von Wasser und getan sein Recht. Jetzt fragt die Mutter dem Jingel, was wollen wir jetzt tun? Sagt das Jingel, wollen wir verkaufen die Stub und kaufen sich ein Pferd und Wägele und fahren auf der Welt, wollen wir von dem sich ernähren. Haben sie verkauft sehr Stiebel und haben sich gekauft ein Pferd und Wägele und gefahren auf der Welt. Sie sind ein umgefahrener Tag, sind sie sehr miet und hingerig geworden. Hat das Jingel gesagt zu der Mutter. Lass mir sich da abstellen auf den Berg und nachlassen das Pferd, soll sich passen. Und uns sollen wir sich legen schlafen. Wie sie seien an Schlafen geworden, ist gekommen dem Jingel der Vater zu holen und hat ihm gesagt, sollst wissen, als dort und dort liegt der Stein. Unter dem Stein wirst du gefunden als Säbele. Und als du wirst dir antun das Säbele, wirst du werden der stärkste Mensch auf der Welt. Mit ein Spann wirst du können machen 100 Meilen. Und das Säbele sollst du trocken unter deine Kleider. Wir sollen nicht wissen, von wann dein Gewurre kommt. Hat sich das Jingel aufgehabt und ist weg zu dem Platz und hat gefunden dort den Stein. Hat aufgehoben dem Stein, hat gefunden das Säbele und hat sich es angetan unter die Kleider und gegeben ein Spann, ist zugekommen zu einem Palaz, wo es gewesen 300 Meilen weg von dem Ort. Dort sind gewesen 40 Riesen. Jeder Ries hat gehabt 3 Käpp. Und der Palaz hat gehabt a so teuer, wo's bloß alle Riesen zusammen haben ihm gekannt aufmachen. Und allein hat angenommen die Klomke und der Teuer hat sich aufgemacht. Wie der Teuer hat sich aufgemacht, sind zugelaufen die Riesen und haben der Sinn, als so klein Jingel hat aufgemacht dem Teuer. Hat ihm der Älteste von den Riesen gefragt, du, Jingel, du, wer hat dir aufgemacht dem Teuer? Hat das Jingel gegeben ihm a Patsch und hat dem ältesten Riesen verärgert. Haben sich die anderen Riesen erschrocken. Hat gesagt zu sie, hat's nicht kein Meure, ich will auch gar nicht tun. Gib mir zu essen, fall mein Mutter, und ich will ihr wegtragen und ihr sollt durch der Zeit aufkochen a kupfernen Kessel mit Bäumel. Und als ich will zurückkommen, will ich euch weisen a Kunst mit dem Bäumel. Hat weggetragen, der Mutter das Essen, und wenn ist zurückgekommen, hat sie geheißen, sie sollen sich alle ausstellen in ein Schuhe und hat sie gezeigt, wie hebt auf dem Kessel mit dem Bäumel mit dem minsten Finger und hat sie alle abgekriegt auf Teut. Als sie sind schon alle gewesen Teut, ist sie gegangen bringen die Mutter und sie haben sich schon dort besetzt. Einmal ist gegangen durchgucken die alle Stiebe, wo sind dort gewesen im Palaz. Hat in ein Stub gesehen, ein Stub voll mit Säbeln, ein Stub voll mit Pixen,
Ein Stub mit menschlichen Skeletten und mit Käpp von Menschen. In ein Stub gehargete Chayes. Und in ein Stub ist gewesen ein Tier zu a Keiler. Hat aufgemacht, die Tier? Hat der Sinn einem von die 40 Riesen zugeschmied mit Ketten, wo es gewinn für etwas bestraft von die 40 Riesen, wo sind geharget geworden. Hat sich der Ries bei ihm gebeten, er soll ihn freilassen. Hat nicht gehört und hat zurückvermacht die Tier und ist weg in die andere Stube. Hat dort getroffen am Mädel. Hat das Mädel gesagt, was tust du da? Wer wird dich noch der Hargenen? Sagt zu ihr, hab nicht kein Meure, ich will noch die Raterin. Hat sie ihm erzählt, als sie ist a Kaisers Tochter, und die Riesen haben sie gefangen da. Hat sie abgeführt daheim in ihr Stadt, und das Mädel hat ihm gegeben a Ringel mit ihrem Namen für ein Andenk. Und als sie wollen sich einmal treffen, wird sie mit ihm Chassen haben. In der Zeit, wenn hat abgeführt das Mädel daheim, ist seine Mutter gegangen durchgucken die Stube. Ist sie zugekommen zu dem Keiler, wo der Ries ist gelegen gebunden. Hat der Ries gebeten, sie soll ihn freilassen. Hat sie ihm abgebunden von die Ketten und hat ihn freigelassen und sie haben sich beide verliebt. Hat der Ries gefragt die Mutter, von wann nimmt sich, wo sie Jüngel sei so stark? Hat sie gesagt, sie weiß nicht. Sagt er zu ihr, als du willst, als uns beide sollen wir da leben glücklich, müssen wir dein Jüngel Potter werden. Ein Weg, auf Potter zu werden von ihm, ist, als wird daheim kommen, sollst du dich weglegen und machen sich krank. Und sollst ihm sagen, als du musst haben ziegende Milch von die Ziegen, wo es gefinden sich dort im Wald, wirst du gesund werden. Aber zu kriegen die Milch von jenen Ziegen, hat man gemusst erhärget werden. Hat sie gesagt, gut, ich will also tun. Und der Ries ist zurück rein in den Keller und hat sich behalten. Als das Jüngel ist heimgekommen und hat getroffen die Mutter krank, hat gefragt, was ihr ist. Hat sie gesagt, als wenn sie kennt kriegen die Milch von jenen Ziegen, was gefinden sich dort im Wald, wird davon besser werden. Hat gesagt, ich hab sie erst gespielt mit die Ziegen im Wald. Und wenn soll gewinn wissen, wollte ich die gewinn gebracht. Und ist zurück weg im Wald und hat die gebracht Milch von den Ziegen. Dem zweiten Tag ist das Jüngel weg auf Jorgen in den Wald rein und sie hat herausgelost dem Ries und hat ihm erzählt, dass sein Mittel hat nicht geholfen. Ist von den Ziegen nicht gehargert geworden. Sagt der Ries zu ihr, weißt was? Ich hab ein anderes Mittel, wie soll von ihm Potter zu werden. Im Wald ist da ein Baum mit roten Äpfeln. Und wer sie geht, reißen die Äpfel von Bäumen, muss runterfallen in eine Kehle rein, wo sind da 100 Gaslonim. Und dort wird sicher gehagelt werden von sie. Hat sie gesagt, gut, ich will das tun. Und der Ries ist zurück rein in den Keller und hat sich behalten. Wenn das Jüngel ist heimgekommen und hat gefragt, Mama, wie soll es dir? Was machst du? Hat sie gesagt, hey, wenn ich kein kriegen an Äpfel von jenem Baum im Wald, wollte ich sich noch heil gewesen. Sagt ja, ich hab gesehen erst im Wald ein Baum mit schönen roten Äpfeln. Und ist weg, kriegen die Äpfel von der Mutter. Aber wie ist gekommen zum Bäumen und ist raufgekrochen reißen die Äpfel, ist runtergefallen in Keller von die 100 Gaslonim. Und wie ist runtergefallen in Keller, hat dort seiner Mädel. Fragt ihm das Mädel, was tust du da? Wer wird dich noch da hargenen? Sagt hab nicht kein Meure, ich will noch dich raten. Und wie sie stehen also, ist zugekommen der älteste Gaslen und hat gesagt zu ihm, du kleines Markel, was tust du da? Hat ihm das Jüngel gegeben, ein Patsch, und hat ihm der harget. Als die andere Gasonim haben das der Sinn, haben sie sich erschrocken. Hat gesagt zu sie, hat's nicht kein Meure,
Ich will euch gar nicht tun. Nur eine Sache will ich von euch. Ihr sollt mir herausgeben das Mädel. Haben sie ihm herausgegeben das Mädel, und hat sie abgeführt daheim, im Dorf, zu ihr Vater, dem Arendar. Und sie hat ihm gegeben ein Seidentichel mit ihrem Namen Faranonde. Und als sie werden sich einmal treffen, wird sie mit dem Chassene haben. Und ist heimgegangen mit die Äpfel zu der Mutter. Auf den zweiten Tag ist wieder weg auf Joggen in den Wald rein. Ist wieder herausgekommen der Ries von Kehler. Und sie hat ihm erzählt, als das Mittel hat euch nicht geholfen. Das Jingel ist von die Gaslonim nicht der Hagit geworden. Sagt der Ries zu ihr. Ich hab an andere Eize, wie soll von ihm Potter zu werden. Da im Palaz ist da eine Wanne mit einem eisernen Deck. Und als wird heimkommen und wird dich fragen, was du machst, wirst du sagen, als du bist besser und du willst, als soll sich abbauen, weil hat euch sehr verschmutzt und mied. Und als wird reingehen in der Wanne, soll es zu und zuklappen die eiserne Deck. Und ich will rauskommen von Kehler und will Potter werden von ihm. Und als das Jingel ist heimgekommen und hat gefragt der Mutter, was sie macht, hat sie gesagt, sie ist besser und hat ihm angefangen betten, soll sich abbauen in der Wanne. Hat das Jingel von Anfang nicht gewollt. Und sie hat ihm so lange gebeten, bis hat ihr zu lieb getan. Und wie hat sie rausgetan, hat aufgehangen das Säbel auf der Wand. Was darf Meure haben? Es ist doch seine Mama. Ist rein in der Wanne. Aber wie ist rein in der Wanne, hat sie zugeklappt die eiserne Deck und herausgerufen dem Ries und hat ihm gezeigt das Säbel. Hat der Ries sich angetan das Säbel, hat aufgemacht im Deck von der Wanne und hat herausgelost das Jingel. Danach hat angehitzt 2 eiserne Spießen und hat dem Jingel ausgebrennt die Augen. Und hat ihm gegeben einen Kopf in hinten rein und hat ihm herausgeworfen von Palaz. Geh! Das Jingel hat schon aber gewusst dem Weg in Wald. Ist gegangen blinderheit, bis hat angetroffen ein Bettler. Fragt ihm der Bettler, wohin gehst du? Sagt er, ich weiß nicht, wohin ich gehe, weil ich bin blind. Sagt der Bettler, ich gehe in der und der Stadt. Dort ist Kaisers Tochter gerettet wird geworden von 40 Riesen. Ein kleiner Jingel hat ihr gerettet wird. Der Fall kommt sie jeden Sonntag in Kloster und teilt Geld zu armen Leid. Hat sich das Jingel der Mond und dem Kaisers Tochter, wo sie hat sie gerettet wird. Und an dem Ringel, wo sie hat ihm gegeben am Tonne. Ist mit dem Bettler weg zum Kloster. Haben sich weggesetzt auf die Treppe von dem Kloster und hat sich übergedreht das Ringel mit ihrem Namen auf innerwenig von der Hand. Sie soll es nicht erkennen. Und wenn dem Kaisers Tochter ist raus vom Kloster und hat angehäuben Teilen Geld zu die Bettler und als sie ist zugekommen zum Jingel und hat ihm gegeben einmal Beie in der Hand herein, hat sie erkennt auf seine Hand ihr Ringel mit ihrem Namen. Hat sie ihm gefragt, wer bist du? Hat gesagt, ich bin der, was hat dich geraten wird von die 40 Riesen. Hat sie ihm genommen in ihr Karte und ist heimgefahren zu ihr Vater, dem Kaiser, und hat gesagt, Tate, das Jingel hat mich geraten wird von die 40 Riesen und ich hab ihm zugesagt, als ich will mit ihm Chassen haben. Hat der Vater gesagt, Tochter, was willst du tun? Ist doch blind. Wie kannst du mit ihm Chassen haben? Ich will ihm besser geben ein Vermögen, soll können leben ruhig, sein ganzes Leben. Hat die Tochter gesagt, nein, Tate, ich muss mit ihm Chassen haben. Wenn du lässt mich mit ihm nicht Chassen haben, will ich mit ihm weg auf der Welt. Aber der Vater hat ihr nicht gewollt nachgeben. Hat sie sich übergedreht ihre Kleider auf der linken Seite, sie soll ausgucken Ohren, wie eine Bettlerin, und also ist sie mit ihm weg auf der Welt. Seien sie so lang gegangen, bis sie sind gekommen in der Wald rein. Haben sie sich weggesetzt, abruhen und etwas essen. Hat sie der Sinn, wie sie quallt der Wasser von der Stein. Hat sie gesagt zu ihm, lieber meiner,
da geht Wasser von der Stein, komm, weil ich dich ein bisschen herumwaschen. Als seine zugekommen zum Wasser, hat sie genommen mit a Tichel ihm herumwaschen und waschendig seine blinde Augen, hat gegeben a Ruf aus. Es dacht sich mir, als seh die Schein von der Sonne. Wie sie hat das gehört, ist sie mit ihm gesessen ein Tag, a zweiten Tag und a dritten Tag und hat ihm gehalten in ein Waschen die Augen, bis ist zurück sehendig geworden. Hat sie ihm heimgenommen zum Vater und hat gesagt, Tate, aber jetzt kann ich mit dem Chassene haben? Hat der Vater gesehen, als ist zurück sehendig geworden, hat eingestimmt, als sie soll mit dem Chassene haben. Und sie haben Chassene gehabt. Nach der Chassene hat sich gesegnet mit seinem jungen Weibel, hat sich geheißen ansatteln Pferd und es gefahren sein, wo seine Mama macht. Und wie ist zugekommen zum Palast, ist heruntergesprungen von dem Pferd und hat sich behalten unter Bäumen und hat auf 4 geguckt. Hat gesehen, wie die Mama geht in Arm geschlossen mit dem Ries spazieren. Hat übergewartet, bis es Nacht geworden, wenn die Mutter mit dem Ries sind gegangen schlafen. Und hat gesehen, wie der Ries hat aufgehangen das Säbele auf der Wand. Und wenn sie haben sich gelegt in die Betten, haben sie heruntergedreht dem Knäut von dem Lamp. So während Tunkeln stieb. Hat übergewartet, bis sie seinen anschlafen geworden. Ist rein durch ein Fenster und hat sich angetan durch Säbele auf sein Leib. Dennoch hat herausgedreht dem Knäut von dem Lamp, als das Gläser von dem Lamp soll platzen, kedei als die Mannen mit dem Ries sollen sich aufrappen. Und wenn das Gläser hat geplatzt, hat sich die Mama aufgehabt und hat gegeben ein Geschrei zum Ries. Tu dir an das Säbele! Aber das Säbele ist schon auf der Wand nicht gewesen. Hat dem Ries geharget und die Mutter hat zugebunden zum Bett und hat ihr weggelegt ein Bintel mit Hay und hat ihr gesagt, da hast du für ein Jahr zu essen. Und als ich will zurückkommen und du wirst noch leben, will ich sehen weiter, was ich hab mit dir zu tun. Und ist zurück, weg zu sein Weib. In ein Jahr später ist gegangen wieder sein Mammen. Hat die Mutter getroffen teut. Hat ihr getan, ihr Recht. Dennoch hat ausgereinigt den Palast und hat gebracht sein Weib, die Prinzessin, dahin. Und sie haben sich dort besetzt und haben gelebt, glücklich. Sie es gibt, in uns ist noch besser. Sie essen im Kegel, in uns lecken mir's Messer.